Alright, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. So, es wird an der Zeit, Stan the Man. You wish something more of me? Ich habe den Schlüssel zu eurem Käfig. I confess, I did not think the priestess would part with it. Sie hat eigenwillig, euch freizulassen und unter meine Aufsicht zu stellen. So be it. Set me free and I will follow you against the Blight. Okay, wie genau könnt ihr uns helfen? I have spent my life in the Vanguard. I know war, and your lands need all the help they can get. Aller hopp, ich lass dich frei. And so it is done. I will follow you into battle. In doing so, I shall find my atonement. Aller hopp, warum nicht? Und wenn ich euch nicht zu eurer Buße führe? Wenn ihr mir auf die Nerven geht und ich mich entscheide, euch zu erschlachen? Dankeschön, Stan. Ich will eure Hilfe nicht, ihr könnt gehen. Na gut, und wenn ihr mir auf die Nerven geht und ich mich entscheide, euch zu erschlachen? You can try. May we proceed? I am eager to be elsewhere. Okay, dann ist es soweit. Tschüss, Templer. Oh, blast it. Oh, blasted. Und dann hallo, Stan. Yes. So, dann kommen wir dazu, du Ochs. Jetzt hört nämlich ja diese ständige Genecke auf. Und da ist unser Ochs am Berg. Der kriegt jetzt erstmal richtig gescheite Dinger. Und zwar ist das ein, wie ihr hier sehen könnt, zweihändig. Das sind Zweihandkämpfer, deswegen kriegt er erstmal die Flachklinge der Jacint. Dann kriegt er noch ein bisschen bessere Ausrüstung. Und zwar kriegt er den Tarnehelm. Der ist zwar nicht so gut, aber der geht ein bisschen mehr auf die Verteidigung. So, deswegen erstmal die Visage hier drunter Versteckler. Und dann gucken wir mal, was wir für dich noch haben. Bänderrüstung aus Graueisen 15 ist ein bisschen besser. Wie sieht es mit der Ketterrüstung aus? Die gibt 8,15. Was sieht denn besser aus? Das Ding sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und die Bänderrüstung. Das sieht man, das ist ja noch Alistair aus. Wisst was? Wenn es gleich ist, kriegst du das. Kriegst du noch die Ketterrüstungsstiefel. Ne, die Bänderrüstungsstiefel sind tatsächlich besser. Aber nee, die sind aus Graueisen. Die sind genauso gut. Gut, dann kriegt er das. Dann kriegt er noch die Kette-Rüstungsdinger aus Graueisen. Und ansonsten, da müssen wir warten, bis er Stärke von 38 hat, damit er das benutzen kann. Ansonsten haben wir es eigentlich soweit, ne? Er hat seine Grundausrüstung. Wir könnten noch hier das Dingens geben. Muss ich gerade mal gucken. Wir haben unser Teil für Konstitution. Sie hat was. Ja gut, dann kriegst du erstmal das Ding hier, Stan. Und meinetwegen auch noch bloß Enso Willenskraft kann ja nicht schaden. Der bleibt auf jeden Fall fest in unserer Gruppe mit drin. Deswegen. Gut, dann können wir jetzt auf Banditenjagd noch gehen, wie es an der Tafel Argschlache war. Und gucken wir uns doch mal hier um, ob wir da nicht außerhalb von Lothering ein bisschen was finden. Zum Beispiel so ein guter Dreckhaufer und einen Sack. Wo auch immer das liegt. Warte mal. Das ist da drüber. Und das Ding können wir jetzt mittlerweile eigentlich... können wir mittlerweile auch wieder zumachen. Da kann dann wieder der nächste Gefangenerei. Da drüber ist auch noch eine Truhe. Bevor wir jetzt noch die Banditen suchen, erst einmal wieder das Zeug hier durchwühlen. Hier habe ich anscheinend nicht gründlich geguckt. You are a priest? No, I was a lay sister of the Chantry. Which means... I lived and worked in the Chantry, but I did not take any vows. Okay. So you dabbled in priesthood then? Oh no, the lay sisters don't have the same sorts of duties as priests at all. So you were not a priest, did none of their duties, and took no vows, but you lived among them? Yes. You were a house guest of the Chantry? Sort of. Merkwürdig, Stan nicht mögen. Genick gebrochen. Elfenwurzel. Und Sack hat auch nur Elfenwurzel für uns. Na gut. Ja, für Stan muss das alles etwas merkwürdig sein. Die Kunari sind dann doch eher sehr militärisch straff organisiertes Volk. Und eher sehr, sagen wir mal, derbe, teilweise brutale Leute. Das ist also nicht unbedingt was jeder so sieht. Moment, ne. Dotra kommen wir mal nicht, okay. Das heißt, wir müssen dann wirklich darum gehen. Okay, ja, die Kunari sind wie gesagt eher so ein Militärvolk. Und ja, denn werden solche Sachen wohl eher nicht so geläufig sein. Ah ja, da ist die Truhe. Genau, zu der wollte ich hier.
Da brauche ich einen Schlossknacker. Also, das ist etwas blöd, die Perspektive. So ist besser. Und drin ist eine schwache Eissalbe. Na gut. Gut, da können wir noch Elfenwurzel knuspern. Holen wir uns das Ding. Und da kommt irgendwas. Ah ja, da sind sie ja, die Räuberhotzenplotzer. Jungs. Tschüss, Jungs. Und Ruf und Wetter. Ist da noch was Besonderes? Ist da noch irgendwo ein Räuberhauptmann oder sowas? Nee, ist ein Bogenschützer. Kaschbachmann. Noch. Und dahinter stehen noch so 4 Kaschbach. Das war's mit Dan. Bis Dan bei dem ist, dauert es ja erstmal ewig. Wir haben jetzt hauptsächlich hier 3 Fernkämpferinnen. Und den Nahkämpfer. So, das wird sich dann auch noch ein bisschen ändern, wenn unser endgültiger Schurke mit dabei ist, weil der ist einer, der mit 2 Dolche kämpft. Das heißt, den können wir dann schon besser gebrauchen oder für sowas einsetzen. Dann ist Stannet die arme Sau, die ganze Zeit vorne rumrennen muss. Moment, ein sehenswerter Baum. So. Hat das jetzt gerade unser Quest noch ein bisschen aktualisiert? Jo, du hast eine der Banditenbanden nördlich von Lothering ausgelöscht. Bleiben noch 2. Gut, dann gehen wir halt einmal in die Nähe. Ein sehenswerter Baum, dann können wir uns auch angucken. Eine beeindruckende Sehenswürdigkeit, die jedoch ansonsten im Moment nicht weiter blabla ist. Okay, Todeswurzel können wir uns auch noch holen. Ist immer hier Trankzutat, die wir für Gifte verwenden können, für Todeswurzelextrakte. Mensch, hier in die Richtung. Oh, ist eine Höhle? Ah ne, Riesespinne. Geht. Pfui, Teufel. So, jetzt halten wir die Gaula. Sorry, Stan, aber das sind die meisten von den Viecher. Ja, sorry, dass ich Stan gerade eingefroren habe. Very well. Aber der ist ja relativ fix mehr auf der Band. Und das war's dann. Ah, die haben Giftextrakte. So. Interessant. Da hätte ich gar nicht kaufen müssen. Das hätte ich tatsächlich auch einfach so kriegt hier, das Giftextrakt. Ja gut, die haben ja gesagt, man möge sich hier nördlich von Lothering umgucken, zwecks Zutaten beschaffen. Na gut, jetzt wissen wir Bescheid. Da gibt's auch noch eins. Okay, da hätte ich erst gar nichts ausgeben müssen. Naja, egal. Elfenwurzel. Ja, bald haben wir auch mal wieder ein Level. Sieht sie mit der anderen aus. Morrigan ist weit hinten dran, sie noch weiter und er ganz weit hinten. Na gut. Ich fürchte, ich wäre nur mit Alistair auf M-Level gewesen in etwa. Ja, das sieht doch auch noch Räuberlager aus, oder? Ja, natürlich Musik wie Sau und dann geht's los. Oh nee, die haben Mabari. Ich will keine Hundetöter. Ihr Mistkerler. Räuberhauptmann. So, erst mal hier alle Frostwaffen. Ah, ich hasse es, wenn die Hunde mit reinziehen. Man sollte Tiere mit reinziehen in so Geschichte. Das mag ich nicht. Ich mag es nicht, andere Mabari oder generell andere Hunde zu töten. Fällt mir überhaupt nicht sowas. Scheiß Typ. Nee, ich betreibe mich nicht aktiv am Hunde abschlachten. Ich soll meinen Weg Stan machen. Oh, aber Stan ist anscheinend gerade umgekippt. Weil er wohl zu sehr die Leute auf sich zieht. Ich bewege mich ein bisschen von Stan fort. Das muss ich verzeihen. Okay. Gut, jetzt steht aber gleich wieder auf unser Typ. Ach, der super Typ. Kann er sich gleich mal schwache Verletzungsausrüstung reinzwitschern. Eines seiner Gruppenmitglieder ist im Kampf zu Boden gestürzt, weil er oder sie schwer verletzt wurde. Solche Verwundungen bringen Abzüge mit sich und könnten nur mit einem Versorgungspaket oder manchen hochstufigen Zaubern geheilt werden. Die Verwundung wird durch ein kleines rotes Symbol angezeigt, und zwar in der Schnellleiste, wenn der verletzte Charakter ausgewählt ist
oder auf dem Charakterbogen C. Und zwar hier taub. Dafür, dass er halt zu Boden gegangen ist, kriegt er einen Malus. Abzug auf Verteidigung, verwende eine Verletzungsausrüstung oder suche das Lager der Gruppe auf, um diese Verletzung zu heilen. Bitteschön, zwitschert ihr das Ding rein und schon geht's ihm wieder gut. Jetzt hat er nämlich dieses Ding, ne? Das wird uns hier in dem Jahr gezeigt, alles gut. Dann Räuberhauptmann hat ein paar schöne Sachen bei sich. Sieht gut aus. Stan, du alter Knurrer, Großschwert. Das ist zwar ein bisschen besser, hat aber nicht diese tolle magische Dinger mit dabei. Deswegen gucken wir erstmal hier, starre Kunari-Haube, plus 3 Verteidigung bzw. mentale Widerstandskraft. Wir geben ihm die starre Kunari-Haube, die Kettenhandschuhe sind außerdem schwer im Vergleich zu diesen mittelschweren Gedöns. Das heißt, das Zeug ist doch schon mal etwas besser. Schwere Kettenrüststiefel sind auch etwas besser, brauchen natürlich mehr Erschöpfung, das Ganze. Und die schwere Kettenrüstung ist doch schon erheblich besser. Ups. So, jetzt hat er zumindest mal was. Und zwar schwere Rüstung. Ist ja immer hier ein Kämpfer. Deswegen kann der das Zeug auch tragen. So, jetzt ist er auf jeden Fall mal etwas besser geschützt. Da brauchen wir hier wieder unser Schurkin. Schwere Rüstung. Du hast eine schwere oder massive Rüstung angelegt. Massiv ist natürlich das Beste. Rüstungen dieser Klassen bieten zwar hervorragenden Schutz, reduzieren jedoch die Angriffsgeschwindigkeit des Charakters mit Bögen und Armbrüsten. Braucht er ja nicht. Das Talent Meisterbogenschütze hebt diese Abzüge bei schweren Rüstungen allerdings auf. Da Rüstungen mit hohem Gewicht auch höhere Erschöpfung verursachen, steigen die Mana- und Ausdauerkosten für die Aktivierung eines Zaubers oder Talents um einen gewissen Prozentsatz. Macht nichts, der haben wir später 8 Kriegertalente. Nietenbesetzte Handschuhe und ein Lederhelm unbearbeitet. Leder ist doch eher dein Zeug. Lederhelm unbearbeitet, nö, der ist schwächer und die Handschuhe sind etwas besser. Jo, die sind auch auf Stufe 3. Dann kriegt sie die Dinger an und wir sind alle wieder glücklich. So. Dann mehr Handy-Kasper leider nämlich parat. Ich befürchte aber, ja, du hast 2 der Banditenbanden nördlich von Lothering ausgelöscht. Bleibt nur noch einer. Du machst wiechte Geräusche und oh, jetzt sind sie 2 Mabari. Mensch, ihr Arschgeiger. Ich hasse euch für so Aktionen. So, dafür gibt's Sturm wie Sau. So, jetzt sind die nämlich erstmal in den Sturm drin. Wir mit unserem Kältekegel machen hier erstmal so. Zuerst die Räuber. So, da ist noch ein Räuber. Stan, den sollten wir im Ach behalten, den Kerl. Der sollte sich einen Wundumschlag hier auf die Schnellleiste noch packen, dann kann ich rechtzeitig noch reagieren. Ich sollte nämlich auch mal meinen Wundumschlag allmählich nehmen. Und ich hab's auf der Räuber alles. So, die sind tatsächlich noch im Sturm drin, die Kasper. Die sind wahrscheinlich nur Abkauer. So. Okay, wir brauchen wieder Mana. So, das war's dann nämlich mit dem. Und haben unser Mana nochmal ein bisschen aufgepumpt. Gut, gefrorener Blitz gibt's hier noch. Ansonsten haben die, glaube ich, nichts zurückgelassen, ne? Ja gut, dann müsste es das gewesen sein eigentlich. Und sogar mit dem Stufeaufstieg verbunden dann, wenn ich hier fertig bin. Du hast alle 3 Banditenbanden nördlich von Lothering ausgelöscht. Sehr schön, du gehst dann wahrscheinlich weg und raus aus Lothering. Aber ich möchte auch hier zum Schutt gehen. Und Kettenrüstungshandschuhe aus Graueisen. Da stehen noch ein paar Flüchtlinge rum. Möglicherweise hat es auch noch was zu bedeuten. So, du Ochsekerl. Kettenhandschuhe. Ja, ist leider Quatsch im Vergleich zu dem, was er trägt. Gut, hallo, Leute. Oh, wir nähern uns von der anderen Seite. I don't know if you killed King Kalen, and make her forgive me, I don't care. But that bounty on your head could feed a lot of hungry bellies. Attack! Tja, wenn ihr es so haben wollt, ihr Idiote, dann bitteschön. Das soll absolut egal sein. Ich krieg auch so mein Level. Dann frieren wir die Kasper halt mal ein. Gehen ein bisschen weg.
protzen nochmal so drauf. So um die Knaber. Und wenn die halt meinen, sie müssen sich bewaffnen und mich attackieren, ihr Schuld und ihr Pech. Gut. Das war Why are ja... we stopping? Ups, nee, wir gehen weiter. As you wish. Ich habe aus Versehen auf den Dialog mit ihm geklickt. Ja, Spezialisierung. Du hast dich soeben für eine Spezialisierung qualifiziert. Eine besondere Form der Basisklasse eines Charakters. Jede umfasst fortgeschrittene Talente und andere Vorteile. Ein Charakter kann bis zu 2 Spezialisierungen haben, wobei die erste auf Stufe 7 und die zweite auf Stufe 14 verfügbar wird. Aber zunächst müsstest du einen Ausbilder suchen. Ja, leider ist das so. Ich könnte mir jetzt noch Blutmagier und Geistheiler noch aussuchen. Dafür habe ich allerdings leider keine Lehrer. Aber ich kann auch Arcana Krieger nehmen. Das ist mir noch das, was mir was ich am schönsten fände noch. Unter den alten Elfen gab es Magier, die ihre magischen Fähigkeiten so ausgebildet hatten, dass sie ihre Kampfkünste verstärkten. Durch die Kanalisierung von magischer Energie in ihre Waffen und Körper wurden sie auf dem Schlachtfeld zu schrecklichen Gegnern. Obwohl die vorherrschende Meinung ist, dass diese Kunst für immer verloren ging, könnte sie doch in vergessenen Winkeln der Welt noch immer existieren. Arkane Krieger können lernen, ihren Magiewert einzusetzen, um die Stärkevoraussetzungen zum Tragen hochstufiger Waffen und Rüstungen zu erfüllen. Ich befürchte, das liegt... ich habe da noch einen anderen zusätzlichen Spielstand gemacht mit dem Zwerg und da habe ich Arcana Krieger freigeschaltet. Deswegen kann ich es jetzt wahrscheinlich auch in dem hier freischalten. Ich zeige euch aber auf jeden Fall auch, wo ich das freigeschaltet habe. Okay, können Magiewert einsetzen, um Stärkevoraussetzungen zum Tragen von Waffen und Rüstungen zu erfüllen. Ist natürlich ganz cool. Ich denke, das machen wir auch noch, aber ich glaube, ich mag eher auf Blutmagier vorerst gehen. Deswegen behandeln wir es jetzt erstmal so, als hätten wir es noch gar nicht gelernt. Das ist einfach nur fair, meiner Meinung nach. Gut, machen wir die Magie hoch und die Willenskraft nochmal hoch. Gehen hier weiter, oder muss ich das machen? Nee, anscheinend nicht. Okay, wir könnten hier noch Fluch der Sterblichkeit nehmen, möchte ich aber erstmal nicht. Ich möchte jetzt erstmal tatsächlich hier Steinrüstung und mag dann noch die Steinfaust. Die Haut des Zauberwirkers wird hart wie Stein, wodurch er einen Rüstungsbonus erhält, solange dieser Modus aktiv ist. Ich mag jetzt erstmal tatsächlich ein bisschen auf Erdmagie gehen. Und wenn ich jetzt meinen Charakter mir so angucke, ne? Muss ich das tatsächlich erstmal nett nehmen, diese Spezialisierung. Ist zwar ganz cool, weil ich so halt auch auf Krieger gehen kann, aber ich würde sagen, das wird erst mein zweites Ding. Ich möchte erstmal Blutmagier und für Blutmagier muss ich erstmal ein paar Sachen freischalten. So, Elfenwurzel, da brauchen wir wieder unser Super-Schurkin. Und eine verfestigte Lederrüstung gibt es auch noch. Oh, sie wendet jetzt einfach mal Steinrüstung an, weil ich sie gerade nicht ausgewählt habe. Okay, warum nicht? Hier, Lederrüstung verfestigt ist nicht wirklich besser. Nietenbesetzte, sieht es ein bisschen anders aus. Ja, die sieht ein bisschen freizügiger aus. Geben wir erstmal die da. Jo, jetzt hat sie den Modus auf sich gewirkt und geht deswegen ab wie Luzi. Okay, dann können wir jetzt erst einmal auch unser Quest abgeben. Und haben dann eigentlich alles erfüllt in Lothering. Ja, außer die mit ihrer Falle. Aber wäre auch so nicht gegangen, weil sie auch keine Fallebau mit dabei hat. So, Kantor Grinsebert. Dann gib uns mal die Bezahlung, du Schmunzelmonster. Blessed are the peacekeepers, champions of the just. Gut, gibt 3 Gold. Das ist ziemlich gut. Und dann, Moment. Ah, da ist doch noch was auf der Anschlagtafel. Wenn Bären angreifen und ein letztes Andenken. Gut, wenn Bären angreifen. Ich verfasse dieses Schreiben im Namen des Bauern Ted und seines verstorbenen Sohnes. Der Bauer sei mein Zeuge, dass ich all jene, die im Umgang mit Waffen und Rüstung bewandert sind, dazu auffordere, den Gefahren des nördlichen Waldes entgegenzutreten und die Bärenfamilie zu stellen, die den jungen Aneth zerfleischt hat. Diese Wesen sind Abscheulichkeiten in der Schöpfung des Erbauers und es würde den nördlichen Höfen Beruhigung und Teds Familie Trost bringen, wenn ihre Pelze erbeutet würden.
Als Lotherings Kantor lobe ich hiermit einen Sovereign für denjenigen aus, der diese Aufgabe und damit den Willen des Erbauers ausführt. Möge er mit Umsicht vorgehen, damit wir uns alle im Lichte des Erbauers baden können. Ach du Scheiße. Ein letztes Andenken. Gästen und, hoppla. Gedankt sei den Dorfbewohnern, die den Flüchtlingen in diesen finsteren Zeiten ihre Scheunen und Höfe geöffnet haben. Die Kirche hört häufig lobende Worte von unseren Gästen und eure noblen Taten werden in vielen Gebeten erwähnt. Zu unserem Bedauern gibt es im Dorf einen kleinen Jungen, dessen Mutter, die gute Sarha, verschwunden ist. Da sie schon seit annähernd einer Woche vermisst wird, ist sie vermutlich tot. Möge der Erbauer ihr beigestanden haben. Sie war eine Dame mittleren Alters mit roten Haaren, die am liebsten einen grünen Mantel trug. Sollte ein Reisender oder Einwohner sie in der Wildnis finden, so möge er bitte ihren Leichnam oder ihre letzte Habe zurückbringen. Der Junge wird später dankbar für ein Andenken sein, das ihn an seine tapfere Mutter erinnert. Das Büro des Kantors wird diese Freundlichkeit mit einem Betrag von 50 Silberlingen vergelten. Möge der Erbauer auf uns alle herabblicken. Okay, nehmen wir A. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Genau. Der Kantor bietet denjenigen eine kleine Belohnung, bla bla bla, Wildnis, bla 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 bla. Dann gucken wir uns erstmal nochmal in der Episode, auch wenn wir ein bisschen überziehen, nördlich um. Weil wirklich noch viel Zeit bleibt uns nimmer. Das heißt, wir können uns hier noch nördlich von Lothering ein bisschen umgucken auf die Höfe. Oder ja, das sind ja eigentlich die Höfe. Da können wir noch gucken, ob wir den Bär noch kriegen und ob wir möglicherweise noch den Kadaver finden. Also mehr kann ich erstmal nicht machen heute. Ich glaube noch 4 Minuten oder so haben wir übrig. So, das sind auf jeden Fall andere paar Elfenwurzeln. Blutmagier steht aber noch rum. Oh je. Also Blutmagier sind offensichtlich sind offenbar keine Verbündete und Lehrer von uns. Moment. Nee, das ist aber Darkspawn. Das ist ja nicht Blutmagier. Das heißt, ihr seid des Todes. So. Moment. Das machen wir nochmal so, dass es alle trifft. Ich sollte wieder noch hingehen. Sollte vielleicht noch einen Orion-Trank nehmen. So. Okay, Moment. Da sind noch Hurlocs. Ich könnte das auch in ihr Nähe machen. Und hier noch. Anscheinend sind da noch ein paar Wölfe ein bisschen ausgerastet. So, okay. Das war's dann mit der. Mighty timely arrival there, my friend. I'm much obliged. Wie tief genau? You want a reward, eh? I suppose that's an entirely reasonable request. How does 100 silver sound? I was going to use that to fix up the cart, but quite frankly, I'll be grateful enough that my son and I come out of this with our heads. Das sind dann wohl Zwerge. Außerdem habt ihr ja noch eine ganze Karre voller Ware. Which are unsold, I'm afraid. 100 silver, and my thanks is all I have to offer. The name's Bodan Fedek, merchant and entrepreneur. This here is my son, Sandal. Say hello, my boy. Hello. Er scheint mir so der Hellste zu sein. Mind if I ask what brings you out here? Perhaps we're going the same way. Ja, ich bezweifle, dass ihr mit der graue Wächterreise wollt. Grey Wardens? My, that does rather explain a lot. No offense, but I suspect there's more excitement on your path than my boy and I can handle. Allow me to bid you farewell and good fortune. Goodbye. Now then, let's get this mess cleaned up, shall we? Ja, so der Hellste scheint ja so nett zu sein. Und Gold gibt's noch. Das ist immer schön. Ah, das war Blutmagier. Versiegelter Brief. So. Des Malefaktors Reue. Wo ist denn das hier? Lothering? Nee. Hier? Nö. Auch nicht. Wohl doch gequest. Okay, da gibt's noch hier Hurlock-Leiche mit 5 Silber, 26 Kupfer. Da noch ein bisschen was. Und der Alpha hat bestimmt auch noch was für uns. Kiste mit einer kleinen Statue.
Ah, Frau in Robe. Mhm. Das ist was für dich, Betschwester. Und zwar hier, bitteschön. Oh, how dear of you. Ja, das gibt immer hier 5 Punkte. Dann der As you say. Alpha hat noch ein bisschen Silber und Kupfer für uns. We'll be off as soon Okay. as this mess is cleaned up. Thank you, Colonel, for all your assistance. Jo, zwergische Händler sind nie verkehrt. Da sind anscheinend noch ein paar Wölfe auf einmal aus der Wildnis gekommen. Und da kommt noch mehr aus der Wildnis raus. Und zwar noch mehr Wölfe. Okay, dann kommt noch. Ich mag das eigentlich überhaupt nicht, gegen Tiere zu kämpfen. Stürmer noch einen Sturm, aber wenn man mit drin steht. Aber es hat schon 2 gekillt. Ja, das ging doch relativ fix. Ja, wo auch immer der Bär sich jetzt rumtreibt, dann möchte ich eigentlich in der Episode noch kriegen, um ehrlich zu sein. Ja, komm, auch wenn es jetzt ein bisschen Lebensenergie wegnimmt. Da ist noch was. Ich glaube, der dürfte am Fluss hier noch rumwatscheln. Ich meine, jetzt haben wir die Räuber niedergemacht und jetzt sind halt, ja, die Räuber sind tot, aber jetzt sind die Tiere plötzlich da. Ah, das ist wohl die Mutter, ne? Du hast die Leiche der Mutter des Jungen gefunden und ihr Andenken an dich genommen. Na, großartig. Nicht so schön. Also die hat es anscheinend nicht überlebt. Na gut, fehlt nur noch Sperle. Das wollte ich in der Episode auf jeden Fall eigentlich noch machen. Ah, da ist es. Da sind sie, die Bärler. 3 sogar. 3 Schwarzbärer. Okay. So, Stan bitte vorwärts. Dann muss ich in die Nähe kommen, damit ich den Zauber mache. So, dann hat sich das wohl auch erledigt, ne? Können wir die Bärle abziehen? Sieht nicht so aus, oder? Nee. Aber die Quest ist aktualisiert. Na gut, dann bringen wir das Zeug jetzt noch rüber. Dann haben wir auch genug überzogen für heute. Und können uns in der nächsten Episode auch hier direkt aus Lothering verabschieden. Wir haben alles gemacht. Wir haben dann alle Aufgaben vor allem. Alle Aufgaben von der Kantorstafel erfüllt. Und dann müsste das eigentlich auch gut sein soweit. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz im Kodex eigentlich bei Questbezogen gucken. Eine Prise Asche. Brief an Jogby, bla bla. Genau, des Malefaktors Reue. Ich gehe nicht zurück, sollten sie mich jagen und fürchten, mich zu finden. Aber du, Melis, sollst dieses Leben nicht führen müssen. Es würde mich glücklich machen, wenn du im Turm des Zirkels bleiben würdest. Ich habe einige Dinge zurückgelassen, meist den Verzauberern gestohlen. Verkaufe sie und finanziere damit einen weiteren Weg. Dein Bündel befindet sich im mittleren Alkoven des Studienbereichs. Leb wohl. Belgrus. Das können wir uns merken, wenn wir bei der Magier wieder sind im Turm. Aber da habe ich ja schon mal gesagt, dieser Turm wird nämlich so aussehen, wie wir ihn verlassen haben. Okay, wir bringen jetzt noch die Quests weg, speichern und dann hört auch die heutige Aufnahmesitzung bei mir auf. Da habe ich wieder 4 Episoden hingekriegt. Damit komme ich Path wieder of über eine Woche. righteousness is full of hardship, but the Maker smiles upon its travelers. And the stars stood Ja, still. bla bla bla, All sorry. was silent. Aber das Gebabbel muss man jetzt auch nicht Arthur. Gut, das waren beide Quests dann, oder was? Warte mal, gucke. Der Alphen Red. Ja, okay. Das war dann wohl alles. Müssen dann wohl ein Sovereign und 50 Silber gewesen Hello, sein. friend. Care to take advantage? Eins This machen wir way. jetzt auf jeden Fall noch. Bla bla. Ich würde ganz gerne noch den Krustier verkaufen, den man nämlich brauchen einfach, ne? Schwurbewahrer. Ja, das ist doch schon mal besser, das Zeug. Das ist ziemlich geil. Okay, das kann beides weg. Das kann auch fort. Jetzt können wir endlich auch den ganzen Krustier nochmal verticken. Weil jetzt hat hier jeder eigentlich seine Ausrüstung. Deswegen kann der ganze Schwachsinn eigentlich jetzt fort. Kann alles weg. Wir müssen nichts mehr aufheben. Stan ist dabei und hat sein Zeug. Da braucht er die nötige Stärke. Und die ganze Schilder. Moment. N-Schild. Ah ne, den habe ich ja Alistair wieder gegeben. Ich wollte gerade sagen, Havards Aegis ist halt ein legendärer Gegenstand. Den wollte ich eigentlich noch behalten. So, okay. Dann sind wir soweit eigentlich. Gut vorbereitet. Und eins möchte ich jetzt auch noch ganz zum Schluss. What now? Und zwar Stan hat hier Schwurbewahrer. Ah, okay, schade. Das ist nur ein Langschwert.
Ah, okay, verstehe. Na gut, dann verticken wir das halt friend. auch. Care to take advantage of your this way? Wobei, nee, es ist ein magisches Ding, das behalten wir. Aber ich würde sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig, wo wir dann machen, dass wir hier aus Lothering rauskommen, alle Quests hämmer, wartet nur noch auf Verderbnis und Premium-Inhalt auf uns. Ich speichere an der Stelle hier nochmal am Dorfausgang und beende hiermit auch meine Tagesaufnahme. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.